Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von F1 2004 in Assetto Corsa, wo wir eine komplette 2004er-Saison von der Formel 1 in Assetto Corsa nachspielen. Schön hast du eingeschaltet. Wir kommen jetzt zum nächsten Grand Prix nach Belgien. Das ist meine Lieblingsstrecke und ich bin gespannt, was ich da erreichen können mit dem Ralf Schumacher, seinem BMW. Und ja, ich würde sagen, wir legen gerade los. Wir gehen ins Qualifying rein und sehen uns dann auch natürlich wieder im Rennen. Ein Training mache ich in der Regel ja nie, also wir gehen immer straight ins Qualifying rein und legen gerade los. Let's go. So, wir gehen mal auf eine schnelle Runde. Da ist die letzte Schikane, ist schon so komisch gemacht. Ey. Das wird, da will ich mich ein paar Mal verbremsen. Weil da hat das Bahn eigentlich im letzten Sektor ein richtig scheiß Layout gehabt. Muss man wirklich so sagen. Aber sonst ist es geil. So, schön da Rouge. Camel Straight. Also es geht nicht alles so schön flat out, wie ich es gerne möchte, aber das Auto fährt sich eigentlich relativ gut da drauf. Und jetzt kommt wieder da die komische Schikane dann da vorne. Das ist zum Anbremsen echt toll. Oh, das war der erste Gang. Das wird zum Fahren richtig schwierig werden. Ach, die ist Katastrophe. Also ist gleich noch Bestzeit. Gut, also ich glaube, das KI wird mich nicht schlagen. Bin ganz ehrlich, ich glaube, wir werden auf der Pole bleiben, wir sind hure schnell. Und dann gehen wir gerade mal ins Rennen rein. So, wir sind an der Startaufstellung, haben auch Pole und gehen gerade ins Rennen rein und da nicht etwas neu einstellen. Ist da ein bisschen leicht gegen links raus, also so gegen Rasen, finde ich nicht so geil. Oh! Perfekt. Perfekter Start, perfekter Start. Ja, fahrt vorbei. Also ich kann kehren. Oh mein Gott. Ey, das war ja wieder ein Glanzstart ey. Jetzt haben natürlich heisse Hinterreifen. Dann probieren wir mal aufzahlen. Also KI hat ein bisschen eine lustige Linienwahl teilweise, denkt es mir. Und stübt es richtig die ganze Zeit. Ja, und da wird es stauen. Das habe ich schon gedacht. Oh mein Gott. So, immer da KI wieder langsam fährt. Rubens mit dem Fehler. Snacken wir uns den gerade schnell. Jetzt wird wahrscheinlich nicht durchziehen nochmal. Oh nein, nicht einmal.
Ja, also in der letzten Schikane hatte ich definitiv ein bisschen Mühe. Boah, da gehen wir noch ein bisschen Rasen für am Montoya vorbei. Oh, den haben wir voll getutscht. Voll eingehängt. Der hat sich irgendwie verbremst und wollte möglichst schnell auf die Ideallinie zurück. Und er hat, ja, bin ich gerade reingestochen dort und weggerannt. Ja, das war der Halbfeld, das ist gerade aus dem Rennen. Barrichello aus dem Rennen. Was? 2 voraus. Wir wissen nicht, ob es gut kommt mit der Assetto Corsa KI. Aber gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vor uns der Schumi. Dann der Kimi. Der Matta einfach Zweiter wieder. Minardi, glaube ich. Oh! Oh, Schumi! Voilà! Ich habe mich reinbremsen lassen und er hat einfach zugetan. Ja, das war ein bisschen mein Fehler, ja, muss ich also jetzt auch einsehen. Aber KI treibt mich auch die ganze Zeit um. Replay. Oder nicht Replay, Payback, sagt mir der Meinung. So. Der Cristiano. Wieso riesig? Ah, weil der Cristiano steht. Der Matta. Nein, ich meine, der Räikkönen vor uns, dann der Matta und dann nachher der Fernando. Oh, Kimi mit dem Fehler. Aber der Fernando ist weit vorne, glaube ich. Ja, der hat einen verdammten Vorsprung. Okay, Schumi hat retired. Ah, scheiß Curb. Ja, jetzt wird es schwierig, den Matto noch holen. Wird auf der Gerade schon ein bisschen aufholen wahrscheinlich, aber es langt mir sicher nicht, ausser er macht einen Fehler noch bei der Schikane. Ah! Wir machen den Fehler in der Schikane. Schade. B3, okay. Great Comeback würde ich sagen, für das, dass wir am Anfang echt ja, am Start wirklich einen blöden Fehler gemacht haben und uns weggespinnt haben. Gleich noch stronge Pace gehabt, gut zurückgekommen und ja, hat Spass gemacht. Hat wirklich, wirklich Spass gemacht, das Rennen wieder. Und schon warten, bis wieder alle über das Ziel sind. So, dann haben wir hier nochmal eine Gesamtübersicht vom Rennen. Also der Fernando hat gewonnen, danach kommt der Matta, dann können wir mehr rein. Der Bruni und dann kommt der Panis und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, es war ein gutes Rennen. Das nächste Rennen ist dann in, jetzt muss ich schon kurz schauen, Italien, meinte ich, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade. Ja genau, Italien kommt noch. Und dann kommt noch China, Japan und Brasilien. Das war es mit der heutigen Episode. Falls dir die Episode gefallen hat, würde mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet, mich sehr supporten mit dieser Aktion. Und ja, wie gesagt, sehen wir uns wieder in Italien. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Tag, macht's gut und ciao!